Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk, beziehungsweise auch Nationalmannschaft, beziehungsweise das ganze Thema Länderspiele. Ja, wir haben ja gerade das Thema hat auch die PK bestimmt, die ich mir gerade reingehauen habe, zum St. Pauli-Spiel. Das Thema natürlich jetzt mit Fonzie Davies und Upamecano, die beide bis zum Ende der Saison ausfallen werden. Fonzie Davies sogar noch darüber hinaus. Das ist natürlich eine wilde Nummer, ja. Und das ist nicht das erste Mal, dass man über diesen ganzen Scheiß diskutieren muss. Und ich verstehe einfach nicht, warum man das nicht blockweise macht. Das ist mir ein Rätsel. Ja, ich verstehe nicht, was dagegen spricht. Vielleicht hat von euch jemand da eine Idee, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht übersehe ich irgendwas, vielleicht denke ich nicht weit genug. Aber wo ist denn das Problem, dass man sagt, von da bis da ist Clubfußball, danach ist von nach Clubfußball ist bis Tag X Nationalmannschaftsfußball. Wo ist das Problem? Ja. Was soll das jetzt in der heißen Phase, bevor ein Viertelfinale in den Europapokalwettbewerben ansteht, wo die letzten 7, 8, 9, 10 Spiele in den Ligen anstehen, wo es um die Qualifikation für Europa geht, wo es um die Meisterschaften geht? Wo kann da der Sinn sein zu sagen, ach komm, wir unterbrechen den ganzen Bums mal, wir reißen da alles auseinander, um 2 Spiele in der Nations League zu spielen. Grandios. Ja. Und man nimmt damit in Kauf, dass wichtige Spieler, es geht nicht nur um FC Bayern, auch bei jedem anderen Verein, ja, kann auch ein Abstiegskandidat sein, der vielleicht nur 2 oder 3 Nationalspieler hat. Überleg mal, die brechen da weg. Ja, das sind sportliche Geschichten, die eine ganze Saison kaputt machen können. Ja. Ich meine, zum Glück haben wir in der Abwehr Alternativen. Stellt euch vor, es hätte Harry Kane und Musiala getroffen. Dann hättest du, alles klar, hättest du abmelden können. Ja, hättest du dich darauf fokussieren können, mit Glück irgendwie die Spiele in der Bundesliga nach Hause zu fahren, die Meisterschaft übers Ziel zu retten mit 6 Punkte Vorsprung, aber hättest ja nicht darüber nachdenken müssen, dass du nur ansatzweise eine Chance in der Champions League hast. Ja. Von daher ist das eine Katastrophe. Das ist eine reine Katastrophe. Und nochmal, ich verstehe nicht, was dagegen spricht, zu sagen, jo, wir haben Vereinsfußballblock, danach haben wir Nationalmannschaftsblock. Ja, du unterbrichst jedes Mal die Clubwettbewerbe für 2 Wochen, ich glaube 3 Mal in der laufenden Saison oder was, um irgendwelche Nations League-Scheiße zu spielen. Also mich persönlich interessiert die Nationalmannschaft nicht. Mich interessiert die Nationalmannschaft, wenn es darum geht, es steht eine EM an, es steht eine WM an. So, das sind für mich Wettbewerbe, die gucke ich mir gerne an. Aber mich interessiert keine Nations League, Alter, wo es der erfunden wurde, damit die FIFA Geld verdient, Alter, damit die Verbände Geld verdienen, damit da Freundschaftsspiele sind, die interessant sind. Natürlich ist Deutschland, Italien interessant, aber es interessiert mich nicht, wenn es in der Nations League stattfindet. Weiß ich nicht, welchen Wert soll eine Nations League haben? Also habt ihr schon mal gehört vom Spieler, oh geil, ey, ich muss unbedingt in meiner Karriere die Nations League gewinnen oder was? Wen interessiert dieses scheiß Turnier oder scheiß Liga-Scheiß? Wen interessiert das? Ja, das ist eine reine Erfindung, um Kohle zu scheffeln. Nichts anderes. Sorry. Ja, so ist es nun mal. So, hat halt einfach irgendwelche Freundschaftsspiele abgelöst. Ja, das ist alles. Also von daher, ich weiß nicht, der eine oder andere sieht das vielleicht anders, der irgendwie im Thema Nationalmannschaft drin ist. Wie gesagt, mich interessieren große Turniere, der Rest interessiert mich nicht. Mich interessieren auch keine Qualifikationsrunden mit irgendwelchen Achtergruppen, wo du weißt, oh ja, Mannschaft A, B, C, D kommt eh weiter. Ja, weil natürlich hat auch die FIFA ähnlich wie in der Champions League kein Interesse daran, dass ein Italien, dass ein Frankreich, dass ein Deutschland oder sonst eine große Nation bei einer WM, EM nicht dabei ist. Ja, weil natürlich dann Zuschauer wegbrechen, Einnahmen wegbrechen, Sponsoren wegbrechen. So, ja, so das ist einfach so. Ja, da hat keiner Interesse dran. Ja, es gab mal eine Zeit, wo es noch ein bisschen interessanter war, die Qualifikationsgeschichten. Ich erinnere mich an Icke Hesslers Zeit, Libarski, wo du wirklich noch um die Qualifikation gefeitet hast. Das ist aber heutzutage nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, wann muss schon echt mal eine Todesgruppe sein, dass da mal irgendwie mal eine große Nation ausgeschieden ist. Und meistens ist sie dann ausgeschieden, weil sie wirklich eine schlechte Generation hatte. Ja.
Ähm, und nochmal, ich sage ja gar nicht, du musst die Scheiße abschaffen. Ja, das sage ich ja gar nicht. Alles gut. Es sollen sich auch irgendwie kleine Nationen qualifizieren können. Da sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben. Ich sage ja auch gar nicht, jo, die Nationalmannschaft soll gar nicht stattfinden in der Saison oder was. Aber doch nicht während der Vereinssaison. Das kann doch nicht Sinn sein. Ja, ich meine, ja, am Anfang der Saison, wo dann der erste Break ist, dann ist wieder so ein Break. Das sind Breaks, die sind völlig sinnfrei. Die sind völlig sinnfrei. Und nochmal, selbst da, nehmen selbst am Anfang der Saison, stellt euch vor, da würden Harry Kane und Musiala bei uns ausfallen. Dann ist die Offensive nichts mehr wert. Ja, dann hast du noch einen Olivse und das war's. Ja, selbst das würde schon eine Saison in der Meisterschaft beeinträchtigen. Ja, jetzt nicht im Europacup, da hast du dann noch Zeit. Ähm, aber erst recht jetzt dieser Break vor den Viertelfinalspielen in den Europacup-Pokalwettbewerben ist eine Farce, Leute. Ja, aber auch die anderen Breaks davor ist eine Farce. Eine Katastrophe. Und man sollte auch nicht vergessen, so wie es ein Freund heute auch gesagt hat, am Ende des Tages, die Clubs sind die Arbeitgeber. Wir bezahlen diese Spieler. Ja, wir haben den Ausfall. Ja, das sind Spieler, die verdienen 15, 20 Millionen. Das sind Spieler, die sind Leistungsträger. Diese Spieler fallen dann aus, die brechen dir weg. Ja, und das kann es nicht sein. Nicht aufgrund, dass sie bei der Nationalmannschaft sind. Punkt. Ja. Und diese Diskussion, es geht nicht darum, dass man keine Spieler abstellen soll. Alles gut. Ja, aber die ganze Diskussion könnte man sich doch sparen, indem man sagt, hier, Kalender, zack, hier, Vereinszeitraum, ist der rum, kommen 3, 4, 5 Wochen, je nachdem, was Phase ist, kommt die Nationalmannschaft. Ist doch kein Problem. Es hätte doch nur, ich sehe nicht einen Nachteil. Ja, jeden, der sich für den Mist interessiert, wie eine Nations League oder sonst was, ist froh, oh, es ist eh kein Fußball, geil, gucke ich mir Nationalmannschaftsspiele an, habe ich Bock drauf. Jeden, der das nicht interessiert, wie mich, guckt sich den Mist auch dann nicht an. Ja, und das ist doch fein. Ja? Ähm, Das andere Thema, alle, die nicht Nationalspieler sind, hätten mal vernünftig Urlaub. Ja, dann sind da Spieler, die haben halt mal 5, 6 Wochen frei. Haben mal frei, können sich mal erholen. Ja, das bietet der Kalender sonst nicht. Bietet er nicht. Punkt. Ja. Ja, ist ganz toll, dass jetzt so ein Spieler, der kein Nationalspieler ist, dann jetzt 6, 7 Tage mal frei hat oder was. Ja. Grandios. Ja. Also auch da sehe ich keinen Nachteil. Ja. Und die Spieler, die Nationalspieler sind, ja, die machen die Spiele so oder so. Ja. Das ändert ja nichts daran. Die spielen jetzt dann, ja, das sind auch alles englische Wochen. Keine Ahnung, neben Kimmich, neben wen du willst aus unserer Mannschaft, die spielen seit Wochen nur englische Wochen. Das ändert sich jetzt nicht. Ja. So, und dann hast du noch die Farce, dass das teilweise Sachen sind, wo Spieler 12 Stunden im Flugzeug sitzen, um dann was zu machen. Ein Freundschaftsspiel gegen Tahiti oder was. Ja. Also, das geht nicht. Und schon gar nicht jetzt in dieser Phase der Saison, aber auch vorher nicht. Man muss das einfach strikt trennen. Ja. Nochmal, ich verlange nicht, dass man den Mist verbietet, aber macht das gestaffelt. Es hat nur Vorteile, auch für einen Nationaltrainer. Ja, es ist doch was anderes, als wenn der Nationaltrainer seine Spieler mal 8 Tage am Stück hat, dreimal die Saison, weil mehr hat er auch nicht, weil dann fliegen die Spieler ja schon wieder zurück. Oder man sagt, oh, ich habe jetzt 4 Wochen die Spieler, wie bei so einem Turnier. Ja, ich habe jetzt 4 Wochen die Spieler. Ja, und dann kann ich doch diese scheiß Nations League-Spiele dann auch in diesen 4 Wochen machen. Ja, ja, grandios. Dann hast du keine EM, WM mehr, dann hast du die scheiß Nations League in 4 Wochen. Ja, ist doch fein. Ja, kommt doch jeder mit klar, oder nicht? Ja, vielleicht hat das Ding dann auch mal irgendwie einen Stellenwert. So. Und wenn du eine Quali-Runde hast, ja, dann musst du die Quali-Runde spielen. Dann hast du 4 Wochen und dann spielst du deine Quali-Runde. So, wo ist das Problem? Kann doch alles nicht so schwer sein. Ja? Alles 10.000 Mal besser, als zu sagen, ich unterbreche 3-mal im Jahr den Kalender des Vereinsfußballs. Ja? Und wie es dann heute Christoph Freund sagte, wo die Top-Vereine dann da sitzen, oder generell die Vereine dann da sitzen, geht ja nicht nur um Top-Vereine und dann hoffen und beten müssen, dass die Spieler, weil man schon so viele Spiele hat, verletzungsfrei zurückkommen. Ja?
Und ich mache da auch keinen Vorwurf. Ich mache da auch keinen, wenn du Nationaltrainer bist, willst du die besten Spieler haben. So, und dann nimmst du nicht keine Rücksicht drauf, was beim Verein die Phase ist. Ja. Ja, ist es ein Freundschaftsspiel gegen Tahiti? Ja, dann nimmst du da vielleicht Rücksicht drauf und sagst, ja komm, du spielst nur 45 Minuten. So, aber trotzdem willst du ja deinen Kapitän an Bord haben. Ja, ist doch logisch. Du willst deine besten Spieler haben und du willst ja auch deine Mannschaft weiterentwickeln. Das ist ja auch ein Ziel des alles Nationaltrainers im Hinblick aufs nächste Turnier. Ja. Und wenn du dann da nur diese 8 Tage dreimal im Jahr hast, ja, dann willst du da natürlich auch was entwickeln. Ja. Deswegen auch da hätte es nur Vorteile, wenn der Nationaltrainer dann nach dem Vereinsfußball da 4 Wochen die Mannschaft zusammen hätte. Dann kann er doch auch ein bisschen was eintrainieren, was seine Philosophie weitergeben. Ja, ist doch auch nochmal was anderes. Also nochmal am Ende des Tages, ich sehe keinerlei Nachteile, dass man das so handhaben würde. Kein. Also ich glaube nicht, dass weniger Leute sich den Bums angucken würden. Die Interesse haben, gucken sich das an. Die nicht, die tun es nicht. Ja. Der Nationaltrainer wäre wahrscheinlich froh, weil er die Spieler 4 Wochen am Stück hat und nicht 3 mal 8 Tage oder sowas. Du hättest keine Diskussion mehr, wenn sich da dann ein Spieler verletzt, ja, dann verletzt er sich da, das wirst du nicht ändern können, ja. Aber dann weiß der Verein, ja, alles klar, der fällt jetzt erstmal den Start der nächsten Saison fällt er erstmal aus. Ja. Damit kannst du dann planen. So, da kannst du besser planen wie jetzt bei uns. Jo, Viertelfinale Champions League, jo, und es fällt ein Upamecano und Alphonso Davies den Rest der Saison aus. Das ist eine Katastrophe. Ja. Auch wenn wir die beiden sehr wahrscheinlich gut ersetzen können, nochmal, stellt euch vor, es wären 2 andere Spieler gewesen. Ja. Und allein, dass dieses Risiko besteht, ist eine Katastrophe, ist eine Farce. Ja, und keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Das war vor Jahren mal in der Rede, dass das Sinn machen würde. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. Ich weiß nicht, was die FIFA sich davon verspricht, das mitten in der Saison da alles auseinanderzureißen. Wie oft haben wir das auch schon bei uns erlebt? So, du startest rein in die Saison, du hast einen guten Lauf, erstmal Länderspielpause. Ja, alles wieder scheiße. Auch das wirft doch die Spieler jedes Mal raus. Gerade wenn du einen neuen Trainer hast, dann sind die Spieler erstmal 10 Tage weg. Ja? Das ist alles für den Arsch. Es gibt keinerlei Vorteil, das so zu tun. Zumindest sehe ich ihn nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es seht. Wir werden da mit Sicherheit auch am Montag im Stream, 18 Uhr live auf Twitch, nochmal ein bisschen drüber schnacken. Wenn ihr da live euer Feedback da lassen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Weiß ich nicht. Entweder übersehe ich gerade einen riesengroßen Punkt, ja. Ansonsten muss das doch easy peasy möglich sein, zu sagen, ab der nächsten Saison, ja, man teilt das auf und fertig. Ja. Man erspart sich eine Menge Diskussionen. Und wie gesagt, für mich, ich sehe keinerlei Nachteil für irgendjemanden, wenn man das so machen würde. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi.